der Türkei akzeptiert würde, wenn wir Christen, gehen wir noch immer auf die Frage der Kirchen in der Türkei, wenn wir solche Vereine durchfinden würden zum Betreiben von Kirchenklöstern. Ja. Sind diese Standpunkte jetzt, Entschuldigung, sind die fixiert irgendwie in einer Homepage? Kann man das lesen? Wir haben ein Papier dazu. Ist das fixiert? Ja, gut. Mit den Umgang mit Ausländern, speziell gibt es da die Frage mit anderen Religionen. Super, dann darf ich mich verabschieden. Alles Gute wünschen, Papa. Und daher ist es auch in Wien, und das ist auch das Problematische an den Moscheen, ich glaube in Graz entsteht ja jetzt auch eine Moschee, eine wirkliche Moschee. Das Problematische ist dort, dass in diesen Moscheen geht es ja nicht nur um Gebetsräume. Gebetsräume sind ja, da kann ich vielleicht nie was dagegen sagen, aber diese Moscheen beinhalten ja Geschäfte, Banken und alles Mögliche. Und über diese Konstruktion werden sogar unsere Öffnungszeiten umgangen. Nicht? Das heißt, dort entsteht eine ganz privilegierte Einheit, dort gilt alles, aber nur nicht unsere österreichischen Bestimmungen. Ja? Also das passt ja nicht. Also dort haben es Kindergärten drin und es wird alles, da wird eine Parallelgesellschaft aufgezogen und das ist nicht im Sinne, glaube ich, unseres Landes. Da sind durchaus Punkte drinnen, die ja politisch jetzt weniger korrekt sind, zum Beispiel generelle Ablehnung des Gender Mainstreaming. Das ist einmal mutig, sage ich. Ich darf auch begründen, warum. Ja. Also, so wie wir das Gender Mainstreaming erleben müssen, geht es um die Grundfrage, dass das Geschlecht nach dieser Ideologie nicht angeboren ist, sondern anerzogen ist. Das heißt, man wird zum Mann und Frau erzogen, aber nicht die biologische Ausrichtung durch die Geburt wird geleugnet. Das ist ja absurd, da geht es ja nicht mehr. Nicht? Also ich meine, wir kommen als Mann oder Frau auf die Welt, das sind wir biologisch, das ist so. Und dann im Nachhinein zu sagen, weil sich die Frau zu einem Mann weiterentwickelt hat, durch ihre Umgebung, und dann ist sie jetzt in Zukunft ein Mann, also das ist ja wirklich, also darum ist unser Widerstand dagegen, weil das ist das Grundlegende, ja, dass daraus gemacht wurde, aus dieser Genderbewegung, die Formulierung oder das Bestreben, eine Gleichberechtigung zu haben. Nein, die Geschlechter sollen gleiche Rechte haben, das gleich und auch gleichwertig. Der Frau ist nicht besser wie der Mann und nicht umgekehrt, natürlich. Aber das ist ja schon die Folge daraus, das wird immer nur argumentiert und das, was dahinter steht, ist nicht immer. Zum Beispiel, was da Untersuchungen gibt, ich bin also auch ein glühender Anhänger der Gleichberechtigung im Filmbereich, ist das nicht erreicht, aber ich bin da kein Experte, aber dass diese Gender Mainstreaming wäre, dass das nicht unproblematisch ist, genau in der Richtung, was du da gesagt hast. Also ich will mir jetzt noch nicht weiter verbreiten, ich muss sagen, ich bin da kein Spezialist, aber das war jetzt irgendwo einmal in Phoenix, und da war ja eine Sendung drüber, dass diese Reduktion nur auf die Erziehung, das Leugnen des biologischen Unterschiedes, dass das problematisch ist und das jetzt so auszudrücken. Ja, das habe ich selber einmal so vor kurzem, ich bin nicht so befasst damit. Okay. Mir ist die Gleichberechtigung wichtig, auch was Zugang zum Recht, Gerechtigkeit, Justiz betrifft, Pensionsrecht zum Beispiel, wo sagen, dass dort die Frauen immer noch massiv benachteiligt sind. Und es wird das Beispiel früher erwähnt, dass gerade die Kindererziehung noch viel zu wenig berücksichtigt wird. Und ich habe ja da in meinen Vorschlägen drin eine menschenwürdige Mindestpension, vor allem auch für Frauen, besondere Berücksichtigung der Kindererziehung und die alljährliche Erhöhung nicht in Prozenten, dass die oben davon gehen, sondern mit Sockelbeträgen, mit der Betonung der niedrigeren Pensionen und Einfrieren auch. Weil das vor 30 Jahren habe ich das schon gefordert, ist nie ganz gelungen, aber man hat erkannt, dass die Schere auseinandergeht. Das muss vermieden werden, nicht so wieder gegessen. Das passt auch dazu, die Milliardäre in Österreich sind wieder um einiges reicher geworden.
und es sind um einiges mehr Millionäre wie vor ein paar Jahren. Nicht? Also, wenn man über von Krise, aber dort gibt es interessant ist das, dass die eine höhere staatliche Pension haben, die hätten sich ja leisten können, eine private Pension zu zahlen. Nicht? Wir haben ja das Phänomen, dass die eine höhere Pension haben, eine staatliche, die brauchen keine private Zusatzpension, weil sie so eine hohe staatliche Pension haben. Und die das brauchen, können sie es nicht leisten mit der Aktivzeit. Aber ich sage das Verhältnis auch, die Mindestpension ist derzeit ca. 800. Ich kann da sagen, wenn wir es 1:4, das sind dann 3200. Also mit 2000 und etliches, wenn man darauf vorbereitet ist, kann jeder derzeit in der Pension leben. Viele müssen mit 1000 leben, aber das wäre ein Umstellen. Aber ich sage nur, weil ich jetzt einführen will, dass man zusammenkommt. Nicht? Ich war immer der Meinung, dass man die Höchstpension gibt es ja eine Höchstbemessungsgrundlage nach ASVG und das hätte allgemein gewährt. Wir haben in Österreich verschiedene Pensionssysteme mit 3000 meine ich, dass man mal auf 1-2 Jahre die Erhöhung ab 3000 einmal keine Erhöhung gewährt. Und der 3000 brutto hat, kann sich, glaube ich, man hält es aus, wenn er mal keine Erhöhung hat, einmal ein Jahr für die Pension erhöhen. Es gibt viele Länder, wo alle keine Erhöhung haben. Nicht? Und ich sage, das, was ich dort einfriere, kann ich unten mehr dazugeben. Und zu dem stehe ich zu dieser Lösung. Also das Familienpaket wird recht umfangreich, wird Geld kosten. Wie Finanzierungsvorschläge aber im Augenblick? Zusatzgeld kostet dieses Programm nicht, weil man nur die Gelder, die man hat, sinnvoll einsetzen muss. Wenn ich nur hernehme, die berühmten Überlegungen zum Familienlastenausgleich, Fonds, der existiert, wo es den Familienlastenausgleichfonds, glaube ich, an die 800 Millionen für Pensionszwecke abgezogen werden, die also nicht den Familien zugutekommen, ist allein nicht dort schon einmal viel offen. Natürlich muss man umschichten, das ist keine Frage, aber das ist nicht etwas, wo also man sagt, braucht man jetzt aus dem Stand heraus zig Milliarden mehr, und was er ja gesagt hat, auch der Martin, auch durch solche Maßnahmen gibt sofort Finanzierungsmöglichkeiten dazu. Ne? Also ich glaube, dass das kostenneutral ist einfach, ja. Eine Grundsatzfrage, christliche Partei Österreichs scheint mir sehr stark katholisch geprägt zu sein. Wie geht man damit? Gibt es auch Protestanten mit rein? Der Anschein, dass wir katholisch dominiert sind, ist nur ein Anschein, weil es wirklich nicht so ist. Wir haben in unseren internen Reden, sagen wir immer, wir haben die politische Disziplin. Wir sind also wirklich ökumenisch ausgerichtet. Bei uns haben alle christlichen Gemeinschaften Platz und sind auch sehr aktiv. Also ich kann nur sagen, wir haben auch viele Funktionäre und Unterstützer, die aus dem nicht-katholischen Bereich kommen. Da sind wir relativ ausgewogen, sogar, wenn man das so sagen darf. Okay. Oder keine weiteren Fragen? Das lassen wir der Frau direkterweise kurz das sagen oder hergeben, wenn Sie es. Ja. Also ich finde, wenn wir eine Chance haben, dann müssen wir anfangen, bei der Familienpolitik zu unterscheiden. Was wir unter Familienpolitik benennen, ist in Wirklichkeit, wie soll man sagen, wir müssen die Frauenpolitik ändern. Das ist es. Wir betreiben eigentlich eine ziemlich rigorose Politik gegenüber unseren Frauen. Wir lassen unsere Mädchen, Gott sei Dank, das ist die Leistung des Feminismus, alles studieren, alle Berufe, sie können alles machen. Sie sind die höchsten Höhen, die Firmen vorstellen und so weiter, wo es dann wieder heißt, mehr Frauen. Gestern hat die Heine Schossi gesagt, wir haben aber noch viel zu tun und das glaube ich auch. Aber nicht so, wie sie das meint. Sie meint, wir müssen noch mehr schauen, dass die Frauen stärker in die Wirtschaft gehen und nicht ihre Zeit verplempern mit der Kindererziehung. Dafür machen wir ja unsere Frauenstunden. Gleichzeitig gibt es die Untersuchungen,
wie es in den nördlichen Ländern geht und wie viel Glück und Unglück da beieinander ist mit diesen Einrichtungen. Und ich glaube, es muss uns gelingen, und das halte ich für ganz wesentlich, dass einfach, dass unsere Frauen, unsere Mädchen, wenn sie dann alle diese Etagen durchlaufen haben und sich entschließen, womöglich ein Kind zu bekommen, dass die nicht, wie es jetzt passiert, Obersausen auf Null, sie bekommen sie verlieren die finanzielle Eigenständigkeit, die eigene Versicherung, wenn sowohl Krankenversicherung als Pensionsversicherung, dass man heute schon den Behinderten in den Werkstätten zugesteht, dass die das haben müssen und das auch schon eingeführt hat. Und wo sie also die Aussicht haben, sie müssen entweder aus dem Beruf aussteigen, dann die Frage, wozu haben sie das Ganze gemacht? Oder das Zweite, wenn sie nicht aussteigen, dann müssen die Kinder aussteigen, und zwar aus der Familie. Wozu? Also die Kinder. Und ich finde, das ist ein ganz großer Knackpunkt. Und ich habe mir eigentlich erhofft und erwartet, dass man da vielleicht bei der Christlichen Partei einen Weg findet, so manch bemüht das. Aber es ist wahnsinnig schwierig, nachdem die Parteien vorwiegend männerdominiert sind, und da werde ich jetzt natürlich, wie heißt das, sexistisch, heißt man dann, dass Männer sich vorstellen können, was das heißt, wenn also Frauen ein paar Jahre aussteigen müssen, nicht mehr richtig einsteigen können und alle diese Nachteile, die ganzen, auch die finanzielle Eigenständigkeit verlieren. Es gibt ein paar Berichte, beim Buch, wo Hausmänner das ausprobiert haben und die haben alle die gleichen Erscheinungen gekriegt, die die Frauen heute kriegen. Wer Töchter hat, ich bin immer sehr froh, wenn Politiker Töchter haben, weil dann kann man nicht reden mit ihnen. Oder wenn sie selber mal eine Zeit lang arbeitslos waren, bin ich auch froh. Dann wächst irgendwo das Verständnis. Wir müssen es den Frauen ermöglichen, mit Kindern und ohne auf Kosten der Kinder beruflich am Ball zu bleiben, wenn auch nicht in der ersten Liga, damit sie dann später, wenn die Kinder außer Haus sind, ihren zweiten Lebenssinn, und das ist der Beruf ist nicht nur reine finanzielle Versorgung, das ist für viele, vor allem die da lange Studium gemacht haben, auch der zweite Lebenssinn, damit sie den nicht verlieren. Es gibt sehr viel, das war schon beim Familienkongress vor, das ist jetzt schon fast 20 Jahre her, wurde gesagt,